Pelin einmal klatschen. Alle einmal klatschen. Let's go. Du darfst auch klatschen, wenn du willst. Haben wir alle geklatscht? 1, 2, Mic-Check. So. Kannst du auch Beatboxen? Ich nicht, aber du. Tamam. Ich will nicht mich anschauen, das ist eure Ey, Frage. ich bin ein bisschen nervös, Mann. Ich auch. Ja, Okay. ich bin hure unentspannt, merke ich. Also Ja? im Rücken, ja, es fängt an weh zu, weil ich so... Schnaufen. Machen wir es wieder her und schnaufen am Montag. Unbezahlte Werbung. So. Also, wie fangen wir an? Wir Wir stellen uns vor, oder? Gegenseitig. Aber wir müssen ja schon einen Einstieg haben. Alla macht den Einstieg, haben wir jetzt entschieden. Wie macht man einen Einstieg? Wieso sind wir eigentlich da? Hey, Wir haben kurz und bündig abgekauft. also nein. Hey, so. Es ist 8. März. Ich hocke mit der Pelin und der Lou am Tisch. Ich bin Alla. Der Yoldasch hat mir vor ein paar Tagen recht kurzfristig angerufen und die Idee gehabt, dass wir doch dürften oder könnten aus dem heutigen Anlass eine Folge aufnehmen und uns austauschen, was für uns der Feminismus bedeutet, warum das uns ein Anliegen ist. Und ich bin dann eigentlich recht schnell auf euch zwei gekommen, weil ich mit euch immer die geilsten Gespräche habe über das und die wo ich am meisten kann, mich mit dem auch identifizieren und mich verstanden fühle und nicht irgendwie mal bin, eigentlich haben wir andere Anliegen. Und ihr habt relativ schnell beide zugesagt. Mega schön. Und jetzt sind wir da. Hoi. Hoi. Und ich bin eigentlich nur gerufen worden, weil es heisst kurz und bündig und ich bin für die Kurdenquote da. Es ist einfach nur das. Und du bist bündig. Sei soll ich kurz sagen, und Mann? bündig. Stimmt oder stimmt nicht? Hey, du bist gut schnell geworden, Mann. Ja, ich würde sagen, stellt ihr zwei euch gegenseitig vor oder stellst du mich vor? Ich stelle dich vor. Also ja. stellst du mich vor, du stellst Lou vor. Willst du anfangen? Also neben mir hockt Lou. Sie ist ein riesen Snack aus dem Altklüft Zürich. Ja? Ah, küsst das Herz. Nachher. Ich stelle Alla vor. Alla kommt aus Kurdistan. Sie ist 26, hat eine starke Meinung und ein Ja. extrem ansteckendes Lachen. Ja. 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 Ich stelle jetzt schnell Pelin vor. Die Pelin möchte nicht über ihr Alter reden. Nein, die Pelin ist... Bist du 23, Bro? Ich habe einfach nur Ich werde gesagt, am Samstag 24. Samstag, jeder weiss. Mann! Bro, ich bin lange nicht mehr da gewesen, Knöpfe sind geändert Ferien worden. zu krass gewesen. Ferien zu krass gewesen. Du bist in Zürich auch aufgewachsen. Zürich, Dübi, Zürich. Ja. Möchtest du etwas ergänzen? Nein, ist alles. Ist alles. Ist alles. Schön. Danke, dass wir da sein Danke, dass ich da darf sein. Ja, danke vielmals. Ich bin immer noch ein bisschen nervös. Danke vielmals. Du bist schon zum zweiten Mal da. Ich Du weiss, sagst ich bin immer noch nervös. nervös. Was soll ich sagen? Aber nein, wirklich danke, dass wir das jetzt so nutzen, sicher mal. Und ich wollte von Anfang an schnell klarstellen, wir sind da keine Pros, wir reden einfach. Wenn ihr uns canceln wollt, macht uns scheißegal. Letztes Mal habe ich gedacht, ihr cancelt, ich bin nicht gecancelt worden, ihr könnt jetzt machen, mir scheißegal. Nein, wirklich, also alles, was wir da sagen. Ich glaube vor allem, es ist Eigenerfahrung. Ich glaube, Genau. vom Geburtstag an sind wir betroffen gewesen von dieser Thematik. Und uns beschäftigt das ja im Alltag auch. Und zwar auf eine Art und Weise, wie der Feminismus ja eigentlich nicht dargestellt wird. Es ist ja recht, also ich merke zum Beispiel selber, wenn ich in Diskussionen bin, dass ich mega schnell anfange, mich rechtfertigen dafür, dass ich Feminismus oder das feministische Denkgut gutheissen, ausleben der Ideologie nachgehen. Ich merke relativ oft, dass ich mich selber anfange so rechtfertigen und zu erklären, einfach weil so ein mega Stigma drumherum ist um den Feminismus und
und um den Kampf für Gleichberechtigung. Und ich habe mir überlegt, über was wir schwätzen könnten heute. Es ist so ein riesiges Thema, es geht Hand in Hand mit so vielen anderen Problematiken, wo wir in der Gesellschaft ja haben. Und habe mich dann wie so ein bisschen dafür entschieden, zusammen mit euch, dass wir heute eigentlich einfach über intersektionalen Feminismus, so wie wir ihn für richtig halten, oder hey, ich bin gerade einfach so... Siehst gut aus, Mann. Siehst gut aus. Genau, und für das sind wir heute da. Gut, bevor wir zu tief reingehen, würde ich Intro laufen lassen. Dann können wir anfangen. Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asen und Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zen ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Ja, wenn wir mal anfangen mit der ersten Sero und Frage. Josh Negroni. Hey, Du Sero darfst und nicht Josh mehr in die Negroni. Ferien. Hey. Ferienverbot, ab sofort. Wenn wir sonst gerade mal anfangen mit der ersten Frage, und zwar, was ist intersektionaler Feminismus? Ich bin mega verschrocken, wie oft die Frage gekommen ist in der Runde, weil ich glaube, ein bisschen davon ausgegangen bin, dass man das einfach kennt. Oder dass das einem ein Begriff ist, aber es ist ja wie offenbar nicht. Und ich finde es mega wichtig, dass man das beantwortet und dass man über das redet. Meine Interpretation davon ist Gleichberechtigung für alle, und zwar wirklich alle. Und nicht nur für die Leute, die eine Plattform haben können, die Privilegien haben, um sich auszudrücken, um laut zu sein, um ihre Anliegen können platzieren, sondern so für alle. Für die keine Stimme haben, vor allem. Und ich glaube, das fasst intersektionaler Feminismus recht gut zusammen. Also wir reden ja auch oft von weißem Feminismus quasi. Genau, Und genau, ist all das, was ausgeschlossen wird. Auch Genau. von weißen Frauen jetzt zum Beispiel, dass sie einmal sich wie... Sie können sich auch nicht in das einversetzen, aber dass sie es wie einmal... Es ist einmal wichtig, ein Gegeneinander. Mega, ja, mega. Obwohl es ein Miteinander sollte sein, finde ich. Ja, eben, und vielen ist es wie eigentlich auch ein Fremdbegriff darum. Hey, und ich habe das Gefühl, der weiße Feminismus ist eben genau das, wo eigentlich so ein bisschen verachtet wird, sage ich jetzt mal, oder belächelt wird von den Leuten, weil man findet so... Aber ich glaube, wenn Leute verstehen würden, um was es wirklich geht und was wirklich Thematik ist, wäre es für niemand mehr eine Frage. Ich finde, es ist wie keine Frage, ob das wichtig ist oder nicht. Es geht um uns alle. Ja. Und ich glaube, beim Feminismus ist die Wortwahl einfach mega misslungen, weil man das Gefühl hat, Feminismus hat nur mit Frauen zu tun, was ja überhaupt nicht stimmt. Feminismus ist genau gleich für Männer wichtig, wo nicht dürfen so leben, nicht dürfen sich so ausleben, wie sie gerne möchten. Und es fängt an bei Erziehungsweisen für Jungs, dass sie stark sind und nicht dürfen das machen und alles so. Das Also der müssen sie. harte Mann quasi. Ja, ich meine, wie oft sagt man aber du bist ein Mann, brüll nicht. Also vor allem bei uns. Ich höre so oft kurdische Eltern ihren Söhnen sagen, hör auf brüllen, du bist ein Mann. Mann, brüll! Brüll! Ich höre so oft Männer sagen, hey Bro, ich habe seit 8 Jahren nicht brüllt. Bro, brüll! Das ist was einfach. Können wir zusammen machen. Und das bricht mir im Fall jedes Mal das Herz. Und ich denke mir so, Bro, es tut mir so leid, ist dir das so beigebracht worden, es tut mir so leid, Mann. Brüll, lass raus. Sag, was dich beschäftigt. Und ich glaube, man muss einfach wegkommen von dem Feminismus gleich den Mann irgendetwas wegnehmen. Weil es geht eigentlich wie, dass wir alle gleich sind. Es geht eigentlich wirklich um das. Einfach mal einfach erklärt. Weil mega viele haben das Gefühl, es ist so, wir sind einfach voll agro und wollen irgendwie mehr als Männer dabei. Nein, wir wollen einfach alle Frauen vor allem,
Also einfach alle Menschen sicher mal. Ich kenne mich noch nicht so aus mit diesen Begriffen. Also du wirst direkt cancelled darum. Aber einfach alle Menschen, die sich als Menschen sehen. Einfach, dass wir... ja, ich weiß ja nicht. Sie so cancelled werden heute sicher nicht. Ja, nein. Alle Lebewesen. Ja, nein, einfach, dass wir alle gleichgestellt sind. So, um das geht es ja. Einfach erklärt. Genau, ich glaube, das fasst intersektionalen Feminismus zusammen. Es ist eigentlich, schlussendlich ist es das, was wir alle wollen. Auch die Männer, die hinterher kommen mit dem Killer-Argument, geh doch ins Militär sonst. Ja, aber sie haben schon... Geh doch du, wenn du so geil bist. Ja, aber dann müsst ihr auch... Ja. Nein. Okay. Es ist wie so, es sind keine Argumente. Niemand sagt, du musst das machen, ich nicht, ich tue Füße auf. Es geht nur darum, hey, Bro, ganz ehrlich, wenn du nicht willst gehen, du sollst auch nicht gehen, Mann. Ich kämpfe dafür, dass du auch nicht musst gehen, wenn du nicht willst. Ja, fix. Und ich glaube, so, das ist wichtig. Zusammen. Ja, und ich glaube, das fasst, die Antwort ist, glaube ich, relativ gut zusammengefasst. Es geht einfach um Gleichberechtigung für alle Lebewesen. Ja, eigentlich kann sicher, ja. Also um das geht es. Ja, ja, voll. Ich komme immer mit meinem Kini. Ja, ich hoffe, dass das beantwortet die Frage. Sonst, keine Ahnung, google es mal aus. Nein, einfach auch, dass die Leute wie nicht, dass man wie nicht anfängt, Leute in diesem Feminismus anfängt auszugrenzen. Oder wirklich, dass man überall anlässt, das ist sicher auch wichtig. Und dass man auch Verständnis zeigt für alle Frauen. Weil ich finde, das fehlt eben einmal so ein bisschen. Gewisse Sachen werden wie von Frauen selber nicht verstanden. Finde ich einmal so. Wir haben ja vorhin kurz überlegt, alle haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Genau. Total. Und eben uns geht es ja darum, wir wollen ja nicht belehren oder irgendwie uns sagen, hey, ihr müsst so und so machen, aber wie so ein bisschen Verständnis, wenn wir aus unserer Sicht euch etwas erzählen und sagen, hey, das und das ist unschuldig, wir erleben es so fix, und so, hört an. Und das Ding ist, gell, ich sehe halt immer wieder Aktivistinnen, vor allem weisse Aktivistinnen, wo ich oft ihnen zustimmen und sagen, ah ja, voll, und kann mich mit dem identifizieren. Aber es geht einfach nicht genug tief. Es geht dann schlussendlich einfach um Achselhaar wachsen lassen. Ja. Und mir hat mal eine Frau mir mal gesagt, es ist eine Eib-Story, darum erzähle ich nicht ganz, aber sie hat mir gesagt, ich müsse mich nicht rasieren für Männer. Kollegin. Weil wir machen es nicht für uns selber. Bro, das ist die für mich selber. Zweitens. Sorry, du laufst und du musst wahrscheinlich nicht mal deine Oberschenkel rasieren, weil du so blond bist. Red nicht mit mir über das. Vergleich uns nicht. Zahlen uns die Laserbehandlungen. Wenn du so geil findest. Zahl 2-mal die Woche meinen Schnauz wegmachen. Also weißt du, es sind einfach andere Problematiken, die mich da sind. Es ist so mega stur auf das gelegt. Und wenn du nicht danach gehst und dich selber als Feministin bezeichnest, ist so, wie kannst du Feministin sein und deine Beine rasieren? Es geht im Fall, es geht beides. Es geht beides. Und du kannst, es geht ja im Intersektionalen geht es ja wie so darum, dass du einfach kannst machen, was du möchtest. Ob du möchtest eine Hausfrau sein oder eine Karrierefrau, soll dir einfach offen stehen. Du sollst es können selber werden und mit dem Finger auf eine Hausfrau zeigen und sagen, schau, sie lässt sich unterdrücken, weil sie ist eine Hausfrau. Mann, vielleicht willst du das einfach machen. Lass doch die Leute in Ruhe, weil du machst genau das Gleiche auch. Du tust genau gleich auf die Leute wie so abreden. Oder sie probieren in eine Rolle reinstecken, genau wie das, was du eigentlich probierst zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das unterscheidet. Es ist für alle und nicht nur für das, was der Westen und die Wirtschaft auch für richtig halten. Genau. Weil das ganze Hustler-Zeug und du musst arbeiten und Karriere machen, das ist nichts anderes als Geldmacherei. Das ist nichts anderes als das. Das heisst, die Frage mit dem Double Standard ist wie quasi auch geklärt. Kannst du noch mal die Frage vorlesen? Ich habe es gar nicht vor mir. Es ist gefragt worden, gesagt worden, es gibt doch einen scheuchen Double Standard, was Frauenrecht angeht, oder nicht? So quasi, dass es für Männer, dass wieso Frauen nachher mehr haben und Männer weniger, oder wie? Ich weiss nicht genau, wie es gemeint ist, aber ich verstehe es auch so. Also ich glaube, ich verstehe es so wie, das wollen wir, aber das wollen wir nicht. Und weißt du, so, das, was uns gerade liegt, das wollen wir nehmen. Also du willst Gleichberechtigung, aber du willst keinen Fuß kassieren. So genau. Ja, aber dann darf ich dich ausschlagen. Nein. Wir schlägen allgemein nicht, es geht ja nicht um das. Dann darf ich dich ausschlagen. Aber was schnurst du? Also wenn ich zuerst reingeschlagen habe, dann gib mit Herz so, aber lass mich in Ruhe, wenn ich nichts gemacht habe.
Nein, ich glaube, sie meinen das, weil das höre ich sehr oft von Männern. Ja, wenn du das willst, dann musst du aber auch das. Genau, das Militärargument jedes Mal. Einfach, weißt du, so. Nein, ich finde, es geht eben wieder nicht um das. Ich glaube, die Leute verstehen es voll falsch. Einfach, sie haben das Gefühl, die Frauen kämpfen um. Keine Ahnung, ich kann mir gar nicht sagen, was durch die Köpfe geht. Von gewissen Männern, weißt du? Was das ganze Feminismus-Thema angeht. Hey, ich glaube, es ist im Fall viel auch mit Angst verbunden. Hey, du kannst es wie eigentlich auch ein bisschen mit dieser Rassismusfrage. Warum winkst du so? Ich habe das Gefühl, du wolltest mir sagen, dass du meine Fresse. Schön Bewegungsmelder, nicht, dass er da im Dunkeln steht. Lenkt. Ich habe den Faden verloren. Rassismus. Aber vorher? Double Standards. Schwierig. Fuck. Das kannst du sicher schneiden, gell, Bro? Ja, komm. Nein, vielleicht muss er nicht sein. Was Es ist um Double Standards gegangen. Und nachher? Habe ich dir wieso gesagt, ich verstehe nicht ganz, was einmal durch die Köpfe genau. von diesen Männern. Ich glaube, schlussendlich ist eine Angst da. Das kannst du wie vergleichen, auch ein bisschen mit dem Rassismus oder mit dem seine Privilegien nicht sehen. Ist doch mega oft, dass man Angst davor hat, dass etwas weggenommen wird, dass sich etwas verändert, wo dir deinen Komfort wegnimmt. Und ich glaube, es ist mega viel mit dieser Angst verbunden und mega viel ist dir einfach auch beigebracht worden. Musst du aufstrecken? Ja, ich kann nicht reinreden. Ich kann... Aber nein, jetzt gut, wenn es jetzt um die Angst geht, so, das ist ja mega schnell eigentlich niederargumentiert, weil willst du nicht, dass deine Mutter und deine Schwester gleich viel verdienen wie du für die gleiche Arbeit? Willst du nicht, dass sie gleich viel Rente bekommen, weil Care-Arbeit bezahlt wird und weiter? Also weißt du, was ich meine? Und wenn du das nicht willst, wieso gönnst du nicht den Hund? Also weißt du, was ich meine? So, was ist das? Ja, Du eres Nicht-Gönner, Mann, ich schwöre. ja, wieso gönnst du nicht? Was ist dein Problem? Und wenn du Angst hast, dass deine Frau weggeht, weil sie mehr verdient als du, oder weißt du, was ich meine? Dann hast du ein ganz anderes Problem. Das ist Also doch dann so krass. geh in Es wäre doch Therapie, so Mann. krass. Es wäre zu krass, wären wir alle eigenständig, selbstständig und jeder darf das machen, was er will. Will alle. Hey, weil jeder kann dazu schon, was er macht. Aber ich glaube im Fall, ich möchte nicht immer... Ich merke voll oft, dass ich in so Gesprächen anfange, voll Männer in Schutz zu nehmen. Um das geht es mir gar nicht. Mir geht es mehr darum, dass... Ich glaube, diesen Mann ist das so tief... Es sitzt so tief, die Angst. Und dir ist beigebracht worden als Bub, dass du der Provider bist. Du musst Geld heimbringen und du musst arbeiten und stark sein und was weiß ich. Und vielleicht kommt irgendwann mal in deinem Unterbewusstsein an, hey, ich bin im Fall nur etwas wert, wenn ich Geld heimbringe und die Frau von mir abhängig mache. Und ich bin als Mann kein Mann mehr, wenn meine Frau ja das... Was macht dich denn noch aus? Ich glaube, es ist so eine mega Frage von... Wo So die Rollenverteilung, genau, meinst, wo einem beigebracht wird. Es ist hure tief, glaube ich. Und ich glaube, es ist wirklich einfach eine Angst davor, so... Was ist denn, wenn ich nicht mehr diese Rolle habe? Wer bin ich dann? Was ist, wenn ich daheim bleibe und meine Frau Mann, voll geil, bleib daheim! So krass, Mann, ich schwöre. Ja, fix. Aber So krass. keine Ahnung. Also ja, ich sehe den Punkt. Ich sehe das auch. Ich will dann niemandem irgendwie sagen, so, du bist nichts wert, weil ich verdiene meinen Unterhalt selber. Aber ist es nicht viel schöner, wenn du weißt, deine Frau ist bei dir, weil sie dich liebt, Mann, nicht weil sie dich braucht, Kollege. Ja, Mann. So. Sag Ja, jetzt. Stimmt, das ist so. Ja. Ist so, aber es ist Facts halt... on Facts. Ich glaube, das scheint so fern und man ist so schnell ersetzbar. Ich glaube, das ist wirklich einfach Angst und es wäre mega schön, wenn die Angst würde fallen, weil das würde einfach heißen, dass kleinen Buben beigebracht wird, dass sie geliebt werden, egal was sie machen und wer sie sind, dass sie liebenswert sind, dass sie das verdienen. Das würde es eigentlich heißen, wenn das eintrifft. Und das wäre das Schönste. Vor allem in unseren Kulturen halt auch noch, wo es wie noch extremer, habe ich das Gefühl, ihnen eingeredet und beigebracht wird, du musst so und so ein Mann sein und du musst so und so aufkommen für deine Frau, für deine Kinder. Nein, Mann, Bro, wir machen es alle zusammen, Mann. Wir sind eine Familie, weißt du, was ich meine? So. Fix. Ja, ich sehe den Punkt. Mega, es ist so verankert in diesen Köpfen. Aber ich habe schon das Gefühl, wir kommen langsam. Ja, also es wendet sich wirklich zum Guten, aber wir sind sicher noch nicht dort, wo wir sein wollen. Ich habe das Gefühl, man kann auch viel mehr darüber reden. Schon nur, dass so etwas wie da passiert, dass man wie so anhockt und über das redet und vor allem darüber redet als alltagstaugliches Thema.
das Gespräch jetzt gerade könnte ich genauso gut auch mit dir am Sonntagnachmittag geführt haben. Es ist wie so mega leicht, es ist nicht anstrengend. Ja. So, und jetzt komme ich zu einer spannenden Frage, die ich mir vorher Mac oder BK? Jemand hat gefragt, Mac oder BK? Mac oder BK? Pelin fragt. Ich wollte über das reden. Mac oder BK? Wo gehst du? Was nachher ist? Nein, ich habe schon lieber Mac, Bro. Hey, ich schwöre, ich auch. Und alle haben lieber BK. Nein, Bro, Mac ist schon krass. Hey, Mac Chicken, Mann. Ja. Ich schwöre, Mac Chicken. Aber schnell demokratisch Mac? BK? Also ich bin Mac. Gleichstand. Du bist Mac? Nein, Mac ist 3-1, tut mir mega leid. Ihr habt einfach... Nein, Pommes im BK sind einfach krasser als die Mac. Nein, ich gehe dort, wo wir Frauen arbeiten. Was ist? Stimmt oder stimmt nicht? Wer müsste mehr Einsatz zeigen, damit Gleichstellung endlich erreicht wird? Das habe ich eine spannende Frage gefunden, weil ich habe mich gefragt, ich so, okay, schau, wir Frauen, Feministen, du kannst gar nicht mehr weiblich und nicht feministisch sein, oder es ist sehr selten zumindest der Fall. Das gibt's. Das gibt's Wo? Bro, man schafft das im Büro, Mann, im Büro. Vorgestern hast du mir einen Post geschickt. Eine hat unironisch postet, wenn du nicht ein 10 von 10 bist, als Frau, von woher hast du Mut, quasi von deinem Mann Sachen verlangen? Be a wifey. Sie so, be a wifey. Be a wifey? Heb deine Fresse und be a wifey. Hat sie gesagt? Ja. Es ist wild. Das gibt es im Fall schon. Das ist im Fall Bubble-Leben, was wir leben. Dass wir das Gefühl haben, alle sind so eingestellt und alle denken so und alle befahren. Das ist enormes Bubble-Denken. Ich habe das Gefühl, es ist ein Generationenproblem, aber in dem Fall Bubble. Nein. Aber was kommt ihr in Sinn, mir sagen, was ich darf und was nicht? Hey, aber ich sage euch ganz guten Tag. Sag ihnen. Aber jetzt ganz ehrlich, habt ihr, also ich weiss, weil ich habe wirklich so Leute in meinem Umfeld, ich hoffe, ihr hört das nicht, aber ich habe wirklich Leute in meinem Umfeld, die sind immer noch so, ja, aber ich muss nach dem Arbeiten heim, weil ich muss noch Wäsche machen und weisst, mein Mann kommt und ich muss für meinen Mann noch dies und das machen und kochen und ich finde wie so, Bro, dein Mann... Nach dem Arbeiten? Ja, nach dem Arbeiten. Job, ich mache schon, aber nach dem Arbeiten... Ihr arbeitet beide 100%, aber du musst heute dies und das machen. Es ist eben so die Rollenverteilung, die ihnen beigebracht wird, wo sie immer noch leben. Es gibt im Fall schon Frauen, die geben sich mit dem zufrieden. Aber ich finde, hey, you do you. Voll, also, wenn du willst, kein Generationending. Es ist wirklich einfach eine Einstellungssache. Ich sehe bei meinen Eltern, das ist so klar aufgeteilt, dass einfach das Zeug gemacht wird. Wenn du siehst, etwas muss gemacht werden, wird es gemacht. Sie arbeiten beide 100%. Wer gerade Zeit hat, um etwas kochen, kocht. Und das war nie eine Frage. Nie. Und das, ich meine, ich habe 7 Jahre lang im Iran gelebt mit meinen Eltern. Und es ist auch dort, in diesem Umfeld, nie eine Frage. Ich glaube, es ist kein Generationending. Ich glaube, es ist mega fest, wie dass du eingestellt bist und was für eine Dynamik das herrscht in deiner Partnerschaft oder Ehe oder was auch immer. Ja, das tut mir sehr leid für alle, die das nicht freiwillig entscheiden. Auf jeden Fall. Also und dort geht es halt um intersektionalen Feminismus, also dass alle gleich erleben. Man, Leute. Ich schwöre. Dass es alle gleich erleben! Schrei nicht, Mann. Leute sind oben. Leute sind oben zu Nacht essen. Wir sind immer noch in einer Garage. Beste Garage von der Schweiz. Voll. Oh nein. Wenn wir noch mal eine Frage anschauen. Weil ich finde, BK Mac haben wir sehr gut beantwortet. Ich finde nicht. Aber ist okay. Was haben wir gesagt wegen dem Einsatz? Wer muss mehr Einsatz zeigen? Oh ja, dort sind wir gar nicht. nicht Wow. Wir haben alle Konzentrationsprobleme an dem Tisch. Einfach, dass das Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist ja sowieso ein riesiger Systemfehler. Also ich finde, wieso wir können wieder darüber reden, anhocken. Aber ich finde, wie... Also nur schon, was das ganze Finanzierungen von... Ich meine nur schon, dass so dumme Sachen wie so Lücken entstehen in der PK von den Frauen und so, weil sie daheim bleiben, nicht arbeiten, was weiß ich. Das sind Systemfehler einfach, finde ich. Und ich finde, wie dort mit Politiker einfach anheben. Ich finde, wieso... Wir können noch so laut sein, aber... Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, es gibt nicht einfach ein Feminismus und ein Kampf und der ist dann... voll. Weißt du, so das machen wir, ja, voll. Ein Kampf. Es geht ja wie so, es sind ganz viele verschiedene Sachen, die man ja muss angehen muss. Es sind ja ganz viele verschiedene Fronten, die mal geklärt werden, wo mal darüber geredet werden und Veränderung muss passieren.
Und je nachdem, ich meine, wenn es um Rollenverteilung im Haushalt geht, kannst du als Mensch einfach etwas machen. Voll selber entscheiden. Entscheiden, Diskussionen führen, wenn du siehst in deinem Umfeld, hey, das ist im Fall nicht so okay, was du mit dir machen lässt. Einfach mal vielleicht ansprechen und sagen, hey, ich glaube, dort kannst du als Mensch, einfach als Individuum viel machen, aber wenn es dann um so eine Lohngleichheit geht, dann kannst du halt wieso nicht viel machen, aus einer Firma gründen. Einer hat gefragt, ja. Wenn Frauen so wenig verdienen, warum stellen die Firmen dann nicht nur Frauen an? Ey, du bist so ein G, ich schwöre, er hat das System auseinandergenommen, Bro. Also Nico, jetzt und da... Ey Nico, ich wähle dich. Ich schwöre, ich wähle dich. Ich bewirb mich bei dir mit all meinen Chayas. Ich arbeite im HR, wo ihr arbeitet, ist mir scheißegal. Nein, also eben so einfach ist es nicht. Aber eben, es muss wie von oben anfangen, vieles. Aber wir können auch viel bewirken. Ich glaube, du kannst dir auch ein bisschen... Ich finde, du musst nicht unbedingt sagen, ich bin Feminist und jetzt kämpfe ich an allen Fronten. Du kannst dir das auswählen. Du kannst dir deine Battles auswählen. Was ist dir das Anliegen? Und schon nur das, wenn jeder Mensch bei seinen Baustellen oder ihren Baustellen, wo findet, hey, das betrifft mich jetzt, Lohnungleichheit, keine Ahnung. Das beschäftigt mich, schon nur das ist mega wichtig. Du musst ja nicht an allen Fronten kämpfen. Du kannst nicht an allen Fronten kämpfen. Dann wirst du, weißt wie gewisse Aktivistinnen, ich will es keinen Namen nennen. Frau Güssel. Oh mein Gott, Leute. Er weiß nicht. Bro, cancelt mich mal, mir doch scheißegal. Egal. Bro, ja, wo ich finde, so, hey, du probierst gerade einfach auf allen Hochzeiten tanzen und du verstehst eigentlich nicht so viel davon. Du kannst nicht in etwas in allem gut sein. Du kannst nicht in allem dich so mega reinsteigern. Darum macht nicht alles, macht lieber ein bisschen wenig, dafür gut und setzt euch ein, wenn euch das ein Anliegen ist, natürlich. Sorry, ja, ich habe gerade eine Frage gelesen. Und ich habe ein bisschen obviously müssen schmunzeln. Weil, was haltet ihr von Woke-Links Schweizer Doppelpunkt innen, die aber nicht für unsere Probleme einstehen? So zum... Wo geht es weiter? Es ist ein Screenshot, du kannst es nachklicken, Bro. Ja, ist mir schon klar, ich bin am Swipen. Können wir ein bisschen improvisieren? Ja, ich glaube, wir können uns die Frage denken, wo oder? zum ganzen performativen, intersektionalen Feminismus. Ja, da bitte, ich check's an. Ich glaube, es geht mehr um so performativen Feminismus, wo findest, sind wir ehrlich, woke sein und feminist sein, es ist ein Ding. Es ist wie so cool, du kannst über Sachen diskutieren und bla bla. Und dann kommen einfach Leute hinterführen, die es einfach machen, weil es machst, weil es zum guten Ton gehört. Ja, und ich glaube, um das einfach geht es bei dieser Frage. So ein bisschen performative Aussagen machen, Posts machen, an irgendwelche Demos gehen, einfach, dass man kann sagen, ich bin dort gewesen. Dabei geht es eigentlich mehr um deinen Ruf und um ihr habt gerne Demos und saufen und das ist krass dort. Randalieren da. Ich finde das so wild, an Demos saufen. Ja, Bro, white people, man, sie saufen an Demos. Ich denke, Bro, manchmal sind wir an Demos, die Leute, die verstorben sind, sie saufen einfach. Ich bin einfach mal mit meinen Eltern an so einer kurdischen Demo gewesen, hinter uns Leute am Kiffen. Ich habe mich so geschämt, Bro. Aber ich verstehe nicht die Frage. Ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist. Weil sie meint sicher, dass es ist ja mal mega ein Trend geworden, wo alle so Shirts hatten und also Beyoncé und so. Ja, voll. So, dann, wenn es ein Trend ist, dann nehmen wir es mega, machen voll etwas daraus, alle Unternehmen natürlich. Das ist wie das Diversity-Zeug, Mann. Es ist genau das Gleiche. So. Also ich finde es einfach behindert. Aber du wirst ja auch direkt gecancelt, wenn du auch nur ein bisschen von dem Wokeness in Frage stellst, sobald du irgendwie... Also weißt du, was ich meine? Sobald du nicht voll mitmachst, wirst du von denen, die da beschriebenen Ultralinks-Schweizerinnen, wirst gehatet, Mann. Und das sage ich dir, wo gehatet worden ist. Leute, wir schweifen es voll ab. Nein, wieso? Ah, okay. Wir gehen zu fest auf Schweizer. Wir können nicht so fest auf Schweizer gehen. Bro, okay, gut. Nein, es sind nicht mal Schweizer, sondern so Linksextreme, wo, wie finde ich so... Was hast denn du erlebt genau? Ey, ja, also nein. Ich bin am Weihnachtsessen von meiner ehemaligen Pflegefamilie so. Und nachher haben meine Pflegecousins, also meine Cousins quasi, haben mich wie so angestellt. Und sie sind beide Cousins, sind so Zwillinge, sind beide im schwarzen Block. Und
und fragen mich so, hey, gell, bei Schwarzen ist das so und so. Und ich sitze dort. Ich so, Bro, ja, voll. Also, weil ich aber nicht gewusst habe, wie reagieren, weil ich gerade wirklich keinen Bock hatte, um an Weihnachten einen Beef anfangen. Ich so, ja, voll. Fix. Komm du als schneeweißer, strohblonder, blauäugiger Uni-Lernende, irgendwas. Komm du zu mir und frag mich, gell, als Schwarz ist so und so? Ja, easy. Whatever you want, beautiful. Aber nerv mich nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, sie einfach, ja. Voll, so recht. Ja. Lass mich. Ja, ich glaube, das wollen alles besser wissen und dir wie so erklären. Es ist mega gefährlich. Es ist mega gefährlich, dass sich dann eben Leute abwenden. Dass Leute wieso finden, hey, ich habe vielleicht keine Lust mehr auf das. Für was? Es werden ja nicht meine Anliegen besprochen. Es probieren einfach irgendwelche Leute so ein bisschen sich profilieren und gut dastehen. Aber schlussendlich für mich tut es ja nichts. Also und dann wenden sich Leute, glaube ich, relativ schnell ab. Und darum finde ich so performativen Aktivismus in irgendwelchen Gruppen sein oder was auch immer, wo sich für das einsetzen. Aber schlussendlich ist es dir selber nicht wirklich ein Anliegen, sondern nur ein Bild gegen aussen, das du möchtest vermitteln möchtest. Einfach das Dazugehören in irgendeiner Gruppierung. Ja. Und ich finde es sehr mühsam, wenn Leute, die selber nicht betroffen sind, die versuchen Sachen zu erklären. Ich finde, wie habt ihr deine Fresse? Oder, also, sorry. Ja, oder eben so tun, als wären sie betroffen. Ja. Also beide tun immer so, ja, ich bin easy broke und so, Bro. Dein Vater verdient mindestens 12.000 im Monat. Also komm mir nicht mit, ich bin so broke, ich muss Sozialamt. Du musst gar nichts, amigo. Du musst einfach mal dein Studium bestehen und Fresse haben und dankbar sein für alles, was deine Eltern... Also weißt du, was ich meine? So, nein, gar nicht. Und darum bin ich gecancelt worden in meiner eigenen Plattform. Also weißt du, was ich meine? So in meiner eigenen Familie, amigo. Weil ich gesagt habe, Bro, dir geht's gut. Ich habe geschaut, wir nehmen dich raus. Cousine, was ist? Merci vielmals. Ich nehme mit Herz. Ja, also ich glaube, das ist... Wir alle haben das schon mal erlebt, irgendwo gesehen, so performative Sachen. Ich habe auch schon Posts von Aktivistinnen gesehen, die zu mega ernsten und dramatischen Themen, wo vor allem farbige Frauen angegangen ist, so mega ihren Schmuck gepostet haben. Ich sehe das so oft. Weißt du, ich meine, ihr Schmuck so, die Hand so aesthetically pleasing, ihr Schmuck und oder so ein Bild so da. Und nachher schreiben sie so einen mega tiefen politischen Text an und ich bin so, hey Bro, für das musst du im Fall nicht in mir zeigen, was für Lipgloss... So Selfies, es ist so traurig, was gerade... Das Ding ist, Aktivismus muss nicht ästhetisch schön sein. Nein, man, es darf auch hässlich sein. Ich glaube, es muss sogar hässlich sein. Es ist ja voll. Das Problem ist dann, ich sehe es schon, das Problem ist, niemand will das anschauen. Niemand möchte einen grauen Post anschauen. Niemand möchte ein Buch lesen, das nicht schön ist. Also weißt du, ich meine, ich verstehe es schon, aber es ist mega gefährlich. Es ist unhuere gefährlich, so Sachen. Weil nachher rutscht es ab, du wirst nicht mehr ernst genommen, wenn du nachher als jemand, der sich wirklich für das einsetzt oder wirklich betroffen ist oder wirklich im Alltag gewisse Sachen nicht machen kann oder jedes Mal Bauchschmerzen bekommt wegen irgendwelchen Aussagen, findest du so, hey, ich werde im Fall voll nicht ernst genommen von euch, hört auf, ich möchte nicht mit dem zu tun haben. Und das meine ich mit, ich verwünsche mich hure oft dabei, wie ich mich dafür rechtfertige, Feministin zu sein. Mhm. Ja, fix. Ich erwähne es im Fall gar nicht gross, ich mache einfach, ich fordere das einfach ein. So, ich frage einfach so, was genau meinst du? Oder wie redest du mit mir? Einfach mal nachfragen. Ein bisschen hässig. Ja, du musst ja auch nicht so, du musst nicht so werben damit und in deine Bio reinnehmen. Und, also weißt so, es ist ja nicht... Mach einfach und hab deine Fresse, weißt so. Und ich glaube, das ist gerade... Jemand hat auch gefragt, und das ist recht eine gute Frage, und ich hätte es auch sonst anschauen, was es braucht, um sich Feminist oder Feministin zu nennen. So eine Frage war ja. Voll. Genau. Als ich früher am Tag ein bisschen gereizt war, habe ich gefunden, was ist das für eine Frage? Und ich habe sie voll wichtig gefunden. Ich habe sie so wichtig gefunden. Sie ist voll wichtig, weil es gibt nicht eine Uniform, die du anlegst oder 3 Knöpfe, die du drückst oder 3 Sätze, die du sagst oder ein Keimwort, dann bist du Feminist oder Feministin. Es ist eine Ideologie, es ist eine Art, wie du möchtest leben, wie du möchtest, dass alle anderen dürfen leben. Es ist reine Ideologie und wenn du, ganz ehrlich, wenn du der Meinung bist, und es fängt bei mega banalen Sachen an, wie, keine Ahnung, dass ich gleich viel verdiene. Mehr, ihr habt gesehen, mein Ziel ist es eigentlich rausholen. Nein. Dass ich gleich viel verdiene wie ein Mann. Wenn nur schon das dir ein bisschen ein Anliegen ist, dann bist du eigentlich schon mit einer feministischen Ideologie unterwegs. Vielleicht also weißt du, so, mega viele Leute
unterstützen und finden ja auch diese Sachen, aber sie möchten nicht mit dem in Verbindung gebracht werden. Weil es so schlecht stigmatisiert ist. Weil so ein Stigma drumherum herrscht, genau. Aber wir sind ja nicht mehr im Zeitalter von hässigen Emansen, wo... Also weißt du, was ich meine? Männer werden nicht mehr gehasst so. Logisch gibt es toxische Männer, die vielleicht gecancelt werden, vielleicht auch nicht so. I don't care. Aber es ist ein Individuum und es ist genau. Es ist ein Individuum. Es ist dein Charakter, der beschissen ist. Du bist einfach scheiße. Du bist scheiße, friss scheiße, gang dort an, wo scheiße herkommt. Mir egal. Mach einfach. Also weißt du, was ich meine? So, es geht ja wirklich nicht mehr darum, dass Männer an die Wand gestellt werden und finden so, du bist der Böse, du stellst uns hinter den Herd. Nein, Mann. Wenn heute jemand hinter dem Herd steht, dann will man es will. Voll. Hoffentlich. Genau. Ja, hey, ganz ehrlich, als Mann, ich würde voll dafür sein, Mann. Ich würde voll dafür sein. Es spricht nur für mich, wenn ich ein Mann wäre. Ja, was spricht dagegen? Ich finde, was stört dich an dieser ganzen Bewegung, weißt du? So. Hey, und ich glaube auch so, dass das hässig sein, das, was du angesprochen hast, mit so hässig und man will etwas wegnehmen und so. Ich schwöre, ich kenne keine Frau, die die gleiche Einstellung dem gegenüber hat und so denkt, wo nicht voll lustig ist. Alle Frauen, die ich kenne, und wahrscheinlich kommt es von Traumas. Willst du jetzt nicht hingehen, Mann? Aber alle Frauen, die ich kenne, mit denen ich so Gespräche führen kann, wo ich finde, hey, du verstehst es, du kämpfst wie so fürs Richtige. Das sind meistens lustige Frauen. Ich bin noch nie mit... Ich weiss nicht, stellen sich Leute vor, dass so Frauen oder Feministinnen am Abend an den Tisch hocken und dann so voll hässig am Tisch reden. So, weißt du, was hat er mir heute gesagt? Bro! Ich mach meine schon. Ich schwöre, manchmal machen wir genau so. Es ist und dann er so. Es ist kein Tisch, wo 8 Frauen dran hocken und einen Plan schmieden, wie weißt du, so von hässig sind die ganze Zeit. Voll nicht. Wenn ich mit meinen Kollegen über das rede, lachen wir das meistens irgendwann kaputt, weil es einfach so in Selbstironie endet und weil wir es auch nicht mehr ernst nehmen langsam. So gewisse Thematiken, wo man so findet, so ey, das ist schon wieder passiert, haha, gib mir einfach gleich viel Lohn, fertig. Und es ist so, ich kenne gar nicht so hässige Feministinnen, mit denen ich mich identifizieren kann, wo ich finde, hey, wir haben das gleiche Denkgut. Was ich kenne, sind hässige Feministinnen, wo ich finde, hey, das ist im Fall performativer Feminismus, den du gerade betreibst, das ist weißer Feminismus, den du gerade betreibst, wo ich so finde, so, ja, du wirkst auch ein bisschen bitter. Und hure oft sind so Menschen motiviert durch Eigenerfahrung und nicht fürs grössere Gut. Weißt du, was ich meine? Es ist hure oft. Und jetzt kommen wir wieder zum Bayern. Es ist einfach das Beispiel. Es gibt 1000 andere so Sachen, wo ich finde, das ist mir nicht so ein Anliegen. Weil einfach, ich habe das Gefühl, es kommt hure oft aus Eigending. So, das stört mich, also mache ich das, aber es geht nicht in dem Moment um the greater good. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt wichtigere Sachen, die wir müssen ansprechen müssen, als Achselhaare wachsen lassen und Haare abrasieren. Ja. Darf ich etwas fragen? So? Ich habe keine Achselhaare. Ich habe etwa 35 Mal gelesen, was genau. Der Cashflow. So teuer. Hey, und vielleicht ist es eine Frage, die wie auch nicht zwingen muss rein. Aber Frage. Ist es feministisch irgendwann? Also ich weiß nicht, wenn der Feminismus so wie so weitergeht, und ich rede jetzt nur vom Feminismus, nicht vom Intersektionalen, sondern einfach effektiv das, Gleichstellung, heisst es dann auch, und die Frage ist wirklich schon mal gekommen, so im Kollegenkreis, ja, aber heisst es dann auch, dass früher oder später nicht mehr der Mann wieso einfach jetzt im Romantischen den ersten Schritt muss machen, sondern dass die Frau von der Frau verlangt wird. Könnt auf die Knie, wenn ihr heiraten wollt. Und dann frage ich mich, und dann frage ich mich, wenn ich kenne Allah, sag der Allah, geh jemanden ansprechen. Allah, mach mal. Bro, nein. Aber das hat nicht aber Allah ist schüch. Und schau, ich will nicht so tief reingehen. Es hat mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. Lass mich in Ruhe. Nein, aber das ist ja, das ist eigentlich genau das, wie wer zahlt beim ersten Date, muss der Mann zahlen. Hey, das sind doch einfach mega viele persönliche Sachen. Das ist doch etwas, was du persönlich... Das sind keine feministischen Themen. Nein, ich finde nicht. Nein. Also ich persönlich finde nicht.
Ich finde, jeder kann sagen, was er will. Nein, ich finde, das sind wirklich persönliche Sachen. Und das meine ich mit hure oft sehe ich Leute, die ich finde, hey, im Fall dein Kampf ist gerade einfach nur persönlich motiviert und es geht dir nicht um das alle Gesamte, und um Inklusivität. Voll. Finde ich auch. Ja, also einfach weil. Aber das kommt ja von der Rollenverteilung. Ja, eben genau, das kommt von der Rollenverteilung. Ja, genau. Aber weißt du, wir sagen ja auch so wie, eine Frau muss ja nicht die Heime das und das erledigen und ein Mann das und das. Und dementsprechend finde ich wie auch, ein Mann muss nicht den ersten Schritt machen. Oder ein Mann muss nicht beim ersten Date zahlen. Weißt du, so... Ich finde, nur schnell zu Dates, ich finde die Person, die einladet, zahlt. Ja. Wenn ich die Person, die Cash hat. Kollegin, kommst du mit mir? Ich schwöre, wenn... Nein, zeig E-Banking, zeig den Kontostand, wer hat mehr... Zeig den Kontostand. Offene Kommunikation von Anfang an, zeig den Lohnausweis. Aber im Fall ganz ehrlich, das ist so wichtig. Einfach die Transparenz bei Löhnen, Mann. Hure viele Leute checken ja nicht, dass Frauen wirklich viel weniger verdienen als Männer, weil wir einfach nicht über Löhne reden. Ja, ich sage jetzt auch nicht, wie viel ich verdiene. Darum aber auf der Website vom Seko wird, Kollegin, sonst würdest du mir vielleicht schon sagen. Ich würde das sagen. Aber weißt du, was ich meine? So, das ist im Fall schon auch ein Ding. So Transparenz bei so Löhnen und aber generell bei so in der Schweiz allgemein, alle sind so mega verkrampft. Das ist mega... Ja, fix. Man sagt einfach. Also ich arbeite im HR, ich schaue einfach, mir scheiße. Aber ich höre, weißt du, wie oft Argumente, die so heißen, wenn es darum geht, ja, weißt du, dass Frauen nicht gleich viel verdienen. Das stimmt gar nicht bei mir im Geschäft, Frauen, sie verdienen vielleicht... Ja, voll geil für sie. Sie ist ja aber vielleicht auch 4 Stellungen, also weißt, 4 Positionen über dir. So. Voll. Und es ist so... Es ist im Fall eine Tatsache, es gibt Statistiken darüber. Ja, voll. Das finde ich auch, das stresst mich max. Wenn Leute mir so sagen, manchmal ich diskutiere mit Leuten und Bro, manchmal schaue ich halt Statistiken an, weil ich will wissen, von was ich rede, weil ich weiss, dass hure oft Leute mir mit dummen Argumenten kommen und ich will können, wie so gegenargumentieren, ja, zwar mit so Fakten. Facts, ja. Ich sage dem, ja, ich habe das aus der Statistik. Bundesamt für Statistik hat mir das gesagt. Der schaut es dir in die Augen und sagt so, hey, aber Bro, das stimmt nicht. Bro, dann geh auf www.seco.ch und schau es selber, Mann. Also wirklich. Hey, nein, Mann. Hey, nein. Aber ich finde, wieso, du solltest gar nicht deine Energie für so Leute verschwenden, im Fall wirklich. Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, ihr lasst euch ja Huren triggern. Sag ihnen einfach. Also ich habe sowieso Aggressionsprobleme, ja, das ist ja sowieso... ich weiss, was du meinst. Ich habe 3 Nerven am Tag. 3 Nerven. Ich bin immer ready. Aber es gibt doch auch einfach, also bei so Sachen denke ich mir so, Mann, heb Fresse, tief durchschnaufen, was bist du, um mich jetzt so nerven? So. Du bist nicht. Scheiß US. Hey, nein. Einer fragt, und das ist voll wichtig jetzt, wieso haben Männer und Frauen ich bin nicht. Wieso haben Männer und Frauen Brüste, aber bei Männern ist es egal? Hä? Ja, also, er meint so... Zeigt. Ja, wieso er Titel kann zeigen. Also meint er jetzt Nippel oder meint er Man-Tits so? Bro, schau, er hat original geschrieben, wieso haben Männer und Frauen Brüste, aber bei Männern ist es egal. Meint er vielleicht den Nutzen der Brüste bei Männern? Bro, ich glaube, er meint so, wieso ist es bei Frauen sexualisiert und bei Männern nicht? Ja, wieso wird es auf Insta gelöscht? Nein, ich finde im Fall, ich habe es jetzt ein bisschen witzig mich darüber gemacht, aber es ist im Fall schon wichtig, auch das anzusprechen und zu sagen, hey, Frauenkörper werden sexualisiert. Fix. Immer. Ja. Und ich glaube, wir haben es ja auch schon davon gehabt, dass ich bin manchmal mega im Zwiespalt. Ich bin nicht dafür, dass Frauenkörper sexualisiert werden. Ich habe Brüste. Bei Gott, ich habe kleine Brüste. Ich kenne Männer, die größere Brüste haben. So gut, Mann! Bei Gott, ich kenne sehr viele Männer, die größere haben als ich, aber wenn ich einen Ausschnitt habe, wird trotzdem mich ja, dann angeschaut, was schaust du eigentlich an? Weißt du? Ich frage mich nur, was schaust du an, Bro? Und das ist im Fall schon das Thema. Das heisst, so zum Beispiel, eben Instagram, dass jetzt aufgehoben, dass Nippel weggedingt werden und so. Ich finde schon auch, Frauenkörper sollten nicht sexualisiert werden, aber ich habe dann einen Struggle, wenn ich eigentlich gerne möchte gegen das ankämpfen und mich einsetzen dafür, dass ich anlegen darf, was ich will, dass ich so wenig oder so viel anlegen darf, was ich will, wie ich will, aber es funktioniert nicht, weil es geht Hand in Hand trotzdem damit, dass alle anderen auch mitmachen müssen. Also ich müsste mich darauf verlassen, dass ich am Abend rausgehen kann, wie ich will und niemand mich angraben würde, niemand mir
unangenehme Sachen hinterherrufe, dass ich nicht mich in Gefahr begebe. Es ist eine Gefahr, also wir lachen so über so Sachen, aber schlussendlich, man, es ist gefährlich. Es ist fast gefährlich. Es ist nicht easy im Fall. Vor allem finde ich wie auch... Und dann habe ich mega den Zwiespalt, wenn ich mich anschaue, mich anlege, zum rausgehen und dann finde, nein, ich lege im Fall lieber etwas anderes an. Und ich bin mich so selber mit mir so im Boxkampf und finde so, nein, leg das an, was du willst. Aber nachher denke ich so, Leben zu krass, Überleben zu geil. Nicht traumatisiert werden, weil ich angegriffen werde. 10 von 10. Und dann lege ich einfach ein T-Shirt an, Bro. Zu geil. Dass du so zweimal überlegst. Dabei würde ich eigentlich gerne nur 30% Kleider anlegen. Aber das mache ich auch, und zwar schon seit Jahren so. Man sieht mich sehr, sehr selten leicht bekleidet irgendwo. Schade. Weil ich Schade, man, du riesen Snack, Mann. Er ist echt sie ist so wie mir wünschen. Berlin, Mann. Sprich mein Herz. Oh mein Gott. Und ich bin einerseits, denke ich mir so, manchmal Online-Shopping, dies sehe ich so. Ich habe weißt wie viele Sachen die habe, die ich noch nie angehabt draussen, weil ich einfach keine Eier habe, weil ich genau auf diesen Scheiß keinen Bock habe. Und ich weiss noch früher, so vor, seit wie lange kennen wir uns? 4, 5 Jahre so, bin ich... Kollegen, wir sind zusammen an die gleiche Schule. Wo gehst du? Ja, fuck. Ich meine, seit wie lange bist du in Zürich, Mann? Keine Ahnung. So, irgendwie habe ich früher voll fest vermisst, dass man hat mir immer gesagt, ja, du siehst aus wie ein Tomboy, du bist immer so bedeckt, bekleidet, so. Einer hat mir sogar mal gesagt, so, was ziehst du dich immer an wie eine Nonne? Bro, würdest du dich aber umgekehrt anlegen? Direkt Nutte. Direkt wäre ich ein Ho, so fix, direkt. Und dann bin ich aber wirklich, dann würde ich gerne so Sachen anlegen. Und mittlerweile bin ich aber hure froh, dass der Oversize-Look gekommen ist. Und einfach alle haben jetzt den Shit an. Ja. Keiner macht mehr dumme Sprüche. Alle dürfen anlegen, was sie wollen. Weil mittlerweile, und das andere, ich weiß nicht, wie der Style heisst, der Bad Bitch-Style da. Schon auch hure geil, Mann. Schon auch hure geil. Gott, wenn ich könnte, ich würde machen. Aber hätte ich den Götter dazu, ich würde machen, kann ich nicht. Sorry, Bro. Jedes Mal jetzt und da. Bro, ich würde dir Juicy Couture anziehen, die ganze Zeit. Nur. Die Velvet-Dings da. Man, ich hätte mit verschiedenen Aufdrücken. Angel. Arschgeweih am Tattoo. Ich weiß nicht, wie mich verhalten, wenn ich... Egal, wir schweifen ab. Nein, sorry, ja. Aber es ist auch wichtig, dass wir es sagen. Ja, nein, aber was ich wollte sagen damit ist, ich bin hure froh, dass man allgemein auf alle Seiten toleranter geworden ist. Auch nur schon mit der Kleidung, wer sich wie zeigen will, wie viel Haut, wo... Weißt du, was ich meine? So, aber, mega. Und das merke ich mega fest, dass man nicht mehr, oder zumindest jetzt im Moment, ich weiß nicht, ob es einfach ein Hype ist, dass ich nicht mehr darauf reduziert wird, wie ich mich zeige, wo und wann ich mich zeige, sondern dass es einfach akzeptiert ist. Und das finde ich geil. Aber darf ich noch schnell etwas sagen? Und ich habe gedacht, das wollte ich noch sagen, wenn wir da sind. Das, was wir anhaben, ist ja sowieso keine Einladung für gar keinen Mann. Sowieso? Hey, und ich finde immer noch, wieso erleben wir das immer noch? Wieso langen Männer einfach Frauen im Ausgang an? Hey, ich habe schon so viele Diskussionen gehabt, hey, oh mein Gott. Aber und jedes Mal sind Männer so, passiert euch das wirklich? Und ich finde, es passiert so viel uns allen. Und ich finde, wieso? Deine Kollegen machen das auch und ihr dürft euch nicht gegenseitig darauf hinweisen, hört auf mit dem Scheiß. Egal was die Frauen anhaben, egal was, auch wenn ihr miteinander tanzt, was weiß ich, lange die Frauen nicht so gruselig an. Ja. Finden, nein, ich will das im Fall eigentlich nicht mehr. Es ist wie so, ich gebe dir im Fall keinen Vertrag. Voll. Nur weil ich eine Frau bin, am gleichen Ort bin wie du und ich dir vielleicht jetzt gerade gefallen. Ja, also Betroffene, take notes. So. Ja, wirklich. Im Fall, weil ich bin mir sicher, es hören das Männer, die das selber machen. Ich bin mir... Mal, weil es sind so dich angesprochen. Ja, und wirklich, du ehrenloser Ihr habt kleine Schwänze, Mann. Ich schwöre mal, sag nochmal. Nein, ohne Scheiß. Stimmt oder stimmt nicht? Mach mal den Druck. Mach mal den Mann. Nein, aber wirklich ohne Scheiß. Ich finde das richtig, richtig grusig von euch. Ja. Und es stresst mich jedes Mal. Fall, ohne Scheiß, ich war früher, als ich wirklich so mit 16, 17 ausgegangen bin, habe ich so gefunden, hey, es ist normal im Ausgang. Es ist nicht normal. Ich habe wirklich auch mega lange gemeint, einfach normal angelangt werden. Voll. Es ist nicht normal, hört auf mit dem Scheiß, Mann, weil
Es ist so ein grusiges Gefühl, Ja, uns Frauen es ist gegenüber ekelhaft. hören uns Es ist wirklich ekelhaft. ohne Scheiß, Mann. Das ist etwas, was mich richtig nervt. Einfach, ich kann es einfach Jemand hat gefragt, und ich finde es voll geil, dass unsere Themen eigentlich mit diesen Fragen voll Hand in Hand gehen. Jemand hat, ich glaube nicht, dass er es so gemeint hat, aber ich nehme jetzt einfach seine Frage. Wie hat der Kaiser gefragt? Krasseste Ausgangsstory. Ich weiss nicht, ob er wissen will, einfach generell, wo bist du ausgegangen, ist geil gewesen oder nicht? Krasseste? Nein, beste Ausgangsstory. Aber wenn es um so eine Ausgangsstory geht, ich habe schon so oft, früher, wo ich noch irgendwie das Gefühl hatte, es bringt etwas, mit Männern über das diskutiert. Ich habe mega oft wieso mich umgedreht und gefunden, hey, ist das jetzt im Fall nötig, dass du mich anlangst? Dann direkt, entweder du bist sowieso hässlich. Oh, der Mann, ich liebe den. Lach ins Mic, Mann. Wieso nimmst du das Mic weg, Mann? Du bist hässlich, du Nutte. Mann, schau Ja, dir. Ich habe sowieso mit, ey Bro, das ist so max mühsam. Aber ich habe schon so oft so Diskussionen geführt. Es hat sicher ein, zwei Mal einen Moment gegeben, wo der Dude gefunden hat, hey, ja, Bro, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Es hat es auch schon gegeben. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es bringt nichts. Es bringt nichts, weil Männer leider sich mega oft dann angegriffen fühlen. Und so finde ich, das ist ja nicht schlimm. Das ist so, wenn du in Ausgang... Also ich habe schon besser gehört, fühlen sie sich angegriffen, weißt, sorry. mir hat auch schon ein wildfremder Mann, der mich nicht kennt, kein Recht hat, mich anlangen, gesagt, hey, mit dem musst du rechnen, wenn du in den Ausgang gehst. Als wäre das ein Ding. Mir hat ein Kollege... Mich hat mal ein Mann angegraben im Ausgang und ich bin mega hässlich geworden und habe halt wie so zurückgegangen und gefunden, was soll der Scheiß und so. Ich kann ja natürlich meine Fresse nie haben. Und dann ist ein Kollege von mir dazugekommen, der sich das alles schon geleitet hat und hat gefunden, hey, was ist passiert? Und ich habe es ihm dann erzählt. Und er hat mich gefragt, warum ich Szenen mache, Bro. Wieso machst du nicht mit mir zusammen ja, eine Szene? Ja, er so, wo hat er dich angelangt? Ich so, ja, am Rücken. Und weißt du, was das war? Es war etwa vor 4-5 Jahren. Er hat mir ohne Scheiß gesagt, er hat dir nicht an den Arsch gelangt. Ja, voll, ich weiss noch. Das, weißt du noch wer? Ich Du weiss, weißt ich auch weiss noch noch genau. Ich will auch wissen, Und ich wer du hoffe, du Hurensohn. Ich hoffe, du hörst das. Ja. Ey! Nein, Gott. Ich weiss noch. Hey, nein. Dort wäre ich auch ready gewesen zum Boxen im Club. Aber mega viele haben Mir das Gefühl, scheißegal. Ja, was soll ich machen? aber ohne Scheiß, mega viele haben das Gefühl, wir Frauen gehen in den Ausgang, weil wir packen. Ich will Nein, Ich will nicht gepackt werden. ich will einfach Ich einen bin Good mal Time. mit einem Kollegen ausgegangen und dann sagt er mir eiskalt, er schaut so um, es war schon Mittwoch, er schaut so um und sagt so, hure viele Frauen, erstens mal, was ist das Problem, ist doch geil. Für das kommst du ja, oder? Für das kommst du ja. Nachher schaut er so um und sagt so, weißt, ich frage mich halt schon, was machen all die Frauen, weißt, so da, sie sind, weißt du, quasi, sie sind alle da zum Packen und ich habe einfach so, Kollege, ich bin auch da. Hey, was hast du das Gefühl? Aber im Fall mega viele Männer haben das Gefühl, und sie gehen ja darum so, hey... Hey, es ist einfach, weil sie das suchen. Weil Es sie ist einfach ein Projizieren von ihrem fucking Verhalten. Aber sie haben das Gefühl, wir sind auch für das dort und darum Bro, haben ich sie habe das keine Recht. Lust mit dir Nein, reden. voll. Ich will eigentlich nur mit meinen Kollegen Scheiß machen, kleine Shots trinken. Ich schwöre. Die hure grusig Wir sind. wollen einfach Nachher den Boden küssen. Ja, ich will Da am im nächsten Club. Tag mit einem Kollegen schreiben. Klick, 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 klick. Oh mein Gott, gestern war so crazy gewesen. Leute, ich will nur das. Ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht mit dir... Weißt du, nicht erzwungen. Klar, also weißt du redest ja auch mit anderen Frauen. Du unterhaltest dich mal im Ausgang, aber man lang mich nicht an. Voll. Und Das ist im Fall also, alles, was ich verlange. Lang mich nicht an. nicht böse gemeint, aber sogar wenn wir in den Ausgang gehen zum Packen, dann, Ich so, ganz ehrlich, auch mir wenigstens noch irgendwelche Ansprüche und entscheidet, wer das wir packen. So, das entscheidest jetzt nicht du, weil du von Oberwil-Lili auf Zürich in die Window Stadt kommst Shopper, und Bro. findest, Er ist Bro, Window also weißt du, was ich meine? So, wir holen nicht dich, wir holen das, was wir wollen. So, wenn, dann. Wir holen nicht Du dich. 3 von 10. Bist du... Schau dich an, Mann, du bist hässlich. ich kann mir das hässlich. sagen. Ich fange das im Fall, glaube ich, an Männer sagen. Bro, sagen wir am Samstag Samstag. Am Samstag gehe ich in den nie Ausgang. mehr, du bist hässlich. Nein, aber... Oder wenn ich einen geil finde, kann ich direkt und sage so, ey, warum langst du mich nicht an? Bro, ich habe richtig Lust, um jetzt in den Ausgang gehen, das zu Was machen. kommst du denn Mann. mit mir ein? Ich will jetzt in den Ausgang das machen. Ich habe richtig Lust. Samstag, Pille, Geburtstag, kommen alle in den Ausgang. Wir sagen euch noch wo. Jetzt 24. Pille, lass dich alle. Nein, Helena gerufen. Hey. So. Hey, ich habe keinen Akku mehr zum Fragen lesen. Hey, À la Liste. gut, jemand hat gefragt, wer ist das? Rojin Turan fragt, wie steht ihr zu Frauenquoten? Und das finde ich recht interessant. Wie steht ihr zu Frauenquoten? Kommt drauf an, wo. In Unternehmen. Ich glaube, es geht jetzt um Unternehmen und um
Ich meine, so schwul im Club. Also soll ich euch ganz ehrlich Im Club sagen? ist voll wichtig. Bro, es hat schon genug Frauen. Ich habe das gerne. Ich kann es auch gerne. Wissen wir, Pelin. Jetzt ist der Jonas, wo so Wives gibt. Ich kann nur gerne, wenn du. Du willst sonst mit mir Platz wechseln. Oh, viel schwul. Nein, Es ist voll wichtig, fragt eure Freundinnen immer, ob sie sich wohlfühlen. Ich meine, das 10 von 10 ernst, fragen sie. Bro, bist du dich unwohl? Du bist der Auslöser, frag sie nicht so. Ich bekomme Juckreiz neben dir, ich weiss nicht, was los ist. Hey, nein, Mann, ich mach Nein, nicht. sicher nicht. Bist du hässlich? Hey, nein. Nein, aber zu den Frauenquote. Ura lang hat es mich gestresst, weil es ist ja voll das Diversity-Zeug. Es ist ja genau das Gleiche. Sie stellen einfach überall Frauen und was weiß ich. A win is a win. Aber eben, voll. Und, und am Anfang habe ich so gedacht, man, ihr macht das einfach so, weil ihr müsst jetzt im Kader noch eine Frau haben, die dort einfach zwischen all diesen Männern muss noch eine Frau hocken. Aber dann wiederum denke ich, wieso man, ich gönne dir, mach. Weißt du, du musst gewisse Sachen einfach wie so ein bisschen erzwingen, damit sie nachher normal wie so werden. Organisch sich ergeben. Weißt du, was ich meine? Dass sie wie so normal werden. Ja. Und es braucht vielleicht einfach den Ding. Voll. Ich bin auch nicht... Ich kenne auch Leute, die sagen, hey, weißt, ich hätte vielleicht eine Beförderung bekommen. Ich kenne jemanden, wo das passiert ist, der eigentlich die Beförderung nicht bekommen hat und dann hat sein Chef dummerweise... Das ist auch so hängen. Warum gehst du deinem Mitarbeiter das sagen? Ist sein Chef zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, hey, sorry, ich hätte im Fall schon dich befördert, aber ich musste auf Frauenquote schauen. Logisch wird der andere nachher hässig. Aber warum musst du das sagen? Mann, Lohntransparenz können Arbeitgeber null. Mitarbeiter aufeinander aufhetzen, 10 von 10 Skills. Schlimm um. Und nachher verstehe ich schon auch, dass das frustrierend ist und dass man sagt, hey, eigentlich hätte ich das verdient gehabt, aber weil sie jetzt eine Frau ist. Aber hey Jungs, ganz ehrlich, wir haben das einfach in der ganzen Geschichte eingesteckt. Gönnt uns das? Ich schwöre, Gönnt uns das schnell, damit wir... Weißt, es geht nicht darum, dass es für immer so bleiben soll. Es soll irgendwann Quoten nicht mehr brauchen. Ich will auch keine Quote. Ich will auch befördert werden oder neu mit angestellt werden, weil ich gut bin in dem. Ich will eine Frau. Aber bis wir an diesem Punkt ankommen, und das ist eben so das Ding, gewisse Sachen müssen einfach passieren, damit wir an einem gewissen Punkt ankommen und von dort dann können weiterarbeiten. Voll. Und wenn das dann nicht mehr eine Quote benötigt wird und sowieso alles ausgeglichen ist, dann kehrt Normalität ein. Weil jetzt ist keine Normalität um. Es ist einfach eine erfundene Normalität. Einfach zum gut dastehen. Aber eben, am Anfang hat es mich wirklich noch easy gestresst. Weißt du, das ist auch so, eben auch mit dem Diversity-Zeug, wo du einfach merkst, sie stellen gewisse Leute einfach so an und brauchen auch das Gesicht nachher zum Werben. Auch so Banken und so. Aber dann wiederum denke ich, wieso, endlich sehen wir mal nicht die typischen weißen Leute dort drauf. Weißt, die Präsentation ist so wichtig. Es ist und dann so machen das halt auf eine unnatürliche Art und Weise am Anfang. Aber es ist gleich, vor allem für die Jüngeren nachher, geil, so Plakat mal gesehen. Voll. Ganz ehrlich. Voll. Auch wenn ich weiss, ein CS... Schießt auf uns alle? Ja, es ist einfach so. Aber dann machen wir es jetzt halt einfach so. CS. Scheiß CS. Bro, nicht so, vielleicht sind es unsere Zukunft. Hey. Ja. Nein, Mann, es ist kein persönlicher. Nein, aber eben. Also wir wissen ja, all die grossen Konzerne machen es extra einfach zum Ja, Guten du siehst ja auch jedes Jahr an der Pride Month, wie immer Uber Uber hat letztes Jahr die Strecken in Regenbogenfarben angezeigt. Und so, dann ihr CEO ist ein riesen Spaß. Ist er Sag so. mal, sag er, Spaß ist ein Hurensohn, Bro. Er ist richtig homophob, er sagt Aussagen von ihm. Er ist ein riesen Spaß. Und mit dem werben sie, damit es ist wie so ein Tag, hört auf, so Sachen, du weißt so. Ja, voll. Es ist lieber machen sie es so und haben eine Quote oder haben irgendwelche riesen Unternehmen machen das und dafür wird darüber geredet. Oder es gibt Frauen in irgendwelchen Dingen, als dass es das nicht gibt, bis wir dann mal an einem Punkt sind, wo das dann nicht mehr benötigt wird, weil es einfach normal ist. Genau. Ja. Und gönnt. Bitte. Gönnt allgemein mal, gegenseitig, überall gönnt mal. Ich schwöre, macht einfach kein Auge, ich schwöre. Ohne Scheiß, die Leute da manchmal. Ja, ich denke mir, bei diesem Thema denke ich mir hure oft so, schau, du musst es nicht gut finden, du musst es nicht lieben, du musst es von mir aus nicht mal supporten, man, aber stehen wenigstens nicht im Weg. Weißt du, was nimmst du dir weg? Voll. Ja. Eigentlich gar nicht. Ja. Hey, ich glaube, wir sind langsam bei einer Stunde angekommen. Ich habe noch eine Frage, noch zwei. Eine ist, mögen ihr Pferd? Bitte ehrliche Antwort. Was habt ihr mit diesen Pferden? Jede Folge, Mann. Ist das immer der gleiche? Ich weiss nicht, ob es der gleiche ist. Hey, also ich sage euch ganz ehrlich, ich check den Hype um Pferd nicht, wo da in diesem Land
herrscht, gell? Wo in diesem Land herrscht. Das ist Pferde sind crazy. euch wichtiger als alles Bro, andere. Pferde haben mehr Recht als Ausländer. Ich schwöre auf alles. Oh mein Gott. Ja, aber ich gönne euch Ja, mal. Bro, hast du schon mal jemanden gesehen, die Tür so klick vom Auto machen, wenn er Pferd sieht? Nein, bei Ausländern schon. Sagt er hier und jetzt? Nein, aber ich gönne euch. Eben zurück bei dem. Ja, Gönn und euch dann, Ding. glaube ich, können wir abschließen mit einer Frage vom... Wo ist er an? Hi. Er hat keinen Bock mehr Er hat keinen Bock mehr gehabt. Oh nein, da hat es doch... Findet ihr Frauen müssen ins Militär? Nein. Ey, S-VPTC, lösch dein Profil, lösch Insta. Frag nie mehr so. Nein, sag, er ist selber schuld, wenn er die Frage stellt. Also, Mach Fake-Profil nächstes Mal. Jemand hat gesagt. Jemand hat eigentlich einfach gefragt, ob Zero und Yoldash wirklich so Ficker sind, wie man meint. Sie sind die grössten Und sind die grössten Ficker von Zürich. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht, sag ihnen. Ja, das ist eine Frage, die ich noch unbedingt beantworten wollte. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die euch auf dem Herzen liegen? Ja, ich habe mich herzlich bedanken für Pelin ihre Nummer. Aber sonst ist alles gut. Plötzlich? Jetzt auf Vorher war sie noch hässlich. Weißt du wieso? Weil ich ihr jetzt... Nein, ich habe gesagt, sie ist hässlich. Du hast gesagt, okay. Ja, Ja, du hast eben gerne. Ich kann gerne. Du hast gerne ein bisschen... Ehrenlos, mit dem schließen wir ab. Danke vielmals nochmal, Yoldash und Serhat, dass ihr das heute ermöglicht habt. Ich hoffe, der eine oder andere oder die eine oder andere kann etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn nicht, Cancelt uns. cancelt uns, dann nimmst du halt nichts mit. Du hast mir trotzdem eine Stunde zugelassen. Ja, schön gewesen mit euch. Ja, voll. Danke. Dankeschön. Danke Yilmaz für Organisation. Danke für Fahren. Ja, ich grüße meine Mutter. Und all meine Kollegen. Ich hoffe, meine Eltern hören das nicht. Sie haben letztes Mal kurz und bündig entdeckt. Man sind googeln und so. Ich schwöre auf alles auf YouTube und so. Okay, tamam. Also. Peace out. Ciao. Das ist kurz und bündig.